Hello YouTube! Wir öffnen, wie gesagt, dieses Schmuckstück. Naruto Mythos First Edition. Ziel ist es natürlich, die Goldkarte zu holen. Mal schauen, was wir hier rausbekommen. Sleeves etc. sind alle ready to go. Dann würde ich mal sagen, wir öffnen das sexy Stück. Ich habe so lange gewartet, Chat. Das ist unglaublich. Bis ich das öffne, aber eigentlich wollte ich warten, bis ich die zweite Box bekomme, die ich bestellt habe. Aber ich halte es nicht mehr aus. Jetzt machen wir hier schön das hier auf. Weil ich brauche auch Karten zum Spielen, ne? Ist ja jetzt nicht gerade so, dass ich viele Karten habe. Ah, scheiß drauf. Rein da. Plastik weg. Wert eh weg. Oh, guckt euch das an, Chat. Guckt euch das an. Mashallah. Oh, das schmeckt richtig schön nach Plastik. So, das holen wir. Ne? Alle gehen nicht raus auf einmal. Mashallah, Chat. 24 Packungen. Ich habe mich immer gefragt, weil die Goldkarte ist ja geriffelt, ob man das, und die ist ja ganz vorne, ne? Ob man das irgendwie durchspürt, aber ich glaube nicht. Wenn man so mit dem Finger drüber fährt, ob man das so spürt, aber ich glaube nicht. Aber das können wir ja mal testen. Also, der Stapel geht hier rüber, dann seht ihr immer ein bisschen, wie viel wir noch haben. Und rein geht's, Chat. First Edition Naruto. Und ich bin richtig schlecht beim Öffnen. Aber die Packs gehen auch recht einfach auf. Das ist schon das Gute. Naruto Uzumaki. Ino Tonton. Sehr gute Karte. Kimimaro. Goji. Kin. Goji nochmal. Dann erste Visionskarte. Goji. Nice. Und Common Rare. Ich muss nur schnell hier meine Maus ein bisschen auf die Seite machen. Zack, erstes Pack. Ja, würde ich sagen, nicht schlecht. Also ich muss sagen, wenn die Packs einfach aufgehen, dann ist es wirklich easy peasy, ne? Kakashi, Attacke! Chino, die Karte brauchen wir für unser Deck. Jiraiya, Sasuke, nochmal Kakashi, One Tail, richtig starke Karte, weil, wenn man ihn, kann man als Upgrade spielen auf jeden Gara und kann nicht zerstört werden durch Enemies Effekt. Das ist schon recht stark und hat 9 Angriff, also ist schon nicht recht schwach. Shikamaru, der Babo, dann Rescue a Friend, kann man eine Karte ziehen, ist richtig nice. Sakura, Rare, das geht ja richtig gut ab hier. Und Kimimaro, Rare A. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber das ist schon mal ein dicker Hit, Chat. Ein dicker Hit. Können eigentlich, packt man hier Sleeves noch auspacken, Chat. Brauchen nämlich die sowieso. Und das ist schon mal richtig nice, dass wir Kimimaro haben, weil die fehlt noch in unserer Bestandsliste. Der fehlt uns noch. Dann die Sakura packen wir auch schon mal ein. Das ist auch eine Rare. Und der dicke Joji auch noch.
Reich halt First Edition, ne? Könnte man eigentlich alles einpacken. Aber wir machen jetzt einfach mal die Rares sicher. Wir haben schon mal 3 Rares, Chat. Das ist schon mal very nice. Und dadurch, dass wir jetzt hier alles öffnen, haben wir natürlich dann auch deutlich mehr Karten zum Spielen. Das ist auch wichtig. Weil Freitag ist das nächste Turnier, hoffe ich. Diesen Freitag war es ja leider nicht so, weil... Freitag. Shikamaru, auch eine richtig gute Karte. Wenn ihr den Edge-Token habt, könnt ihr eine Karte ziehen. Anko, auch sehr gut, weil gibt euch plus ein Chakra, wenn ein Friendly Leaf Village Charakter da ist. Also quasi, wenn ihr Shikamaru als erstes spielt und dann Anko, zack, habt ihr ein Chakra mehr. Ja, Naruto, naja, Sasuke, Kankuro, die Karte fehlt mir auch noch. Kiba, eine der stärksten Karten, weil tut die schwächste Karte quasi umdrehen wieder vom Gegner. Wenn euer Gegner gerade so in Mission 3 oder 4 gerade eine sehr starke Karte spielt und ihr habt die noch in der Hand, dann könnt ihr direkt den wieder umdrehen lassen. Assassination, ja, finde ich jetzt nicht so eine starke Missionskarte. Temari, nice, rare. Und Akumaru. Ja, machen wir gerade mal Temari noch rein hier. Wir bräuchten eigentlich von den Secret Rests Tsunade und Naruto, dass wir unser Deck spielen könnten, vollenden können. Shizune, auch eine gute Karte, weil gibt euch auch plus 1 Chakra. Rock Lee, naja, aber nächste Goldkarte. Hinata, okay. Chino, auch eine starke Karte, weil jeder Spieler kann eine Karte ziehen. Tenten, nö, brauchen wir nicht. Alter, nochmal eine Rare Shikamaru. Alter, und ich hab's predicted, wir brauchen Naruto und wir ziehen Naruto. Nice. Richtig nice, Chat. Die erste goldene Secret Rare haben wir schon. Man kann 2 bis 3 ziehen in einer Box. Also schon mal richtig nice, dass wir den Naruto gezogen haben. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch eine Tsunade. Und dann könnte ich mein Deck in Real Life bauen und nicht mehr nur noch online mit Tsunade Bomb spielen. So, bitte Daumen drücken, dass wir noch eine Tsunade rausbekommen. Also ich bin mit jeder Secret Rare eigentlich very happy. Im nächsten Video, denke ich mal, könnten wir auch mal meine Sammlung noch vorstellen. Naruto brauchen wir eigentlich auch für unser Deck, ist auch wichtig. Itachi, richtig gut, weil wenn ihr einen Sasuke habt, könnt ihr den eigentlich kostenfrei spielen. Neji, Asuma, Haku. Eigentlich die Karte müsste viel stärker sein. Der war so OP in der Serie. Also der hat ja richtig doppelt Schademarmelade und Anko. Ja, den jungen Herrn haben wir halt schon. Aber Rare ist Rare, nehmen wir natürlich, ne? Chat, nehmen wir. Besser als, oh, das ist irgendwie hier ein bisschen eingedeckt, Chat. Hoffen wir, die Karten haben nichts abbekommen. Kakashi, Anko, brauchen wir auch fürs Deck. Guy, nochmal One Tail, richtig nice. Nochmal eine Rare. Und Tonton, auch eine starke Karte. Hat halt 0,
Aber wenn ihr eine Tsunade oder Shizune habt, bekommt es plus 1 Power. Plus, ihr könnt halt die Karte gerade am Anfang immer gut spielen, weil ihr habt dann ein Chakra mehr, plus ihr beschützt eure Charaktere von einem Kiba. Das ist auch immer recht wichtig, dass ihr eure Karten von Kiba beschützt. Und Kimimaro sowieso auch einer der Lieblingscharaktere von mir. Leider tödlich krank. Leider nicht von Oshimaru, den hat er den Körper nicht übernehmen können von ihm. Aber ja, seine Fähigkeit, Mashallah. Shizune, nochmal Naruto, sehr schön. Tsumi, Rock Lee, Ino, Saku, Sasuke, Chakra-Training, Tsunade und Kintuchi-Buchi. Ja, also die Tsunade haben wir auch schon in unserer Sammlung ganz oft. Also, ist es auch nichts mehr so Seltenes. Akumaru, Panku, Gai, Shikamaru, Kaputo, auch eine recht starke Karte, weil erstens, wenn ihr ihn upgradet, plus ein Power. Zweitens, Main, add all other characters in this mission with less power than this character. Also alle Karten in der Mission minus 5, auch eure Karten werden wieder umgedreht. Also könnt ihr den Gegner recht stark zerstören. Itachi Uchiha, auch eine recht gute Karte. Alle Gegner haben minus 1 Power. Plus Move a Friendly Charakter in Play, wenn ihr ihn als Upgrade spielt. Und Gamabunta. Gamabunta sowieso nice. Aber ich habe bis jetzt noch nie ein Deck gespielt mit Summons. Was ist die Mehrzahl Summons, Chat? Schreibt sie mal in die Kommentare. Und schreibt mir mal in die Kommentare auch, ob ihr schon was öffnen konntet. Nochmal ein Kakashi. Tachi. Ebisu auch richtig gut, weil wenn ihr den spielt und ihr habt eine schwächere Karte, also schwächer als 3 Angriffe, könnt ihr auch eine Karte ziehen, auch richtig wichtig. Mimaru, Tsunade. Oh, da ist irgendein Faden drin. Nice, Ninetail. Oh nee, nicht Sakura. Die haben jetzt 3-mal, Chat. Oder die Kamera hat richtig Mühe mit Sakura. Bro, wieso? Die glänzt zu stark. Naja. Sakura, nicht unser Favorite, aber eine starke Karte. Also Sakura allgemein ist stark unterwegs, weil, wenn wir nochmal auf Sakura eingehen, ihr könnt 3 Karten vor eurem Deck ziehen. Und eine Karte davon, wenn ihr sie als Upgrade gespielt habt, die Sakura, könnt ihr direkt spielen und zahlt 4 weniger. Also ist richtig nice. Was ist mit Fokus los, Digga? Okay. Die Goldkarten sind ein bisschen zu glänzig. Ino, Jirobo, Kakashi, Rock Lee, Naruto als Holo ankommen. Not bad. Und Rock Lee.
Ist nicht gerade mein Favorite. Aber ja, die neue Goldkarte, also auch nicht gerade im zweiten Set quasi schlecht. Matsu, Sabusa, auch eine recht starke Karte, weil sehr kostengünstig, nur 3 Chakra, aber 5 Angriff. Kankuro, Orochimaru, Kakashi. Hidamaru, auch nice, weil ihr könnt einen Charakter in diese Mission reinmoven, quasi, wo er ist. Dann Sakura gibt ein Chakra, plus wenn ihr sie upgradet habt, könnt ihr eine Karte ziehen und müsst dafür aber eine andere Karte aus eurer Hand rausschmeißen. Nice Kiba. Uhuhu. Demari. Alter, das ist richtig nice, weil die fehlt uns auch noch, Chat. Die ist richtig nice, Chat. Ich weiß halt nicht, wie man diese nennt, diese Rares mit A. Das Secret ist eben keine Secret Rare, das ist einfach eine Rare, aber hat halt eine A vorne dran. Also bis jetzt haben wir da richtig nice Puls gehabt, Chat. Außer mit Sakura war ich jetzt noch nicht so zufrieden. Asuma, Akumaru, Rock Lee, Tenten und Ino. Ja. Tenten jetzt nicht so strong. Chat irgendwie, also das fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an. Aber vielleicht ist es einfach nur gut zusammengepresst. Ja. Weil die Goldkarte wäre immer ganz vorne, aber es hat sich gerade richtig nice angefühlt. Leider. Neji. Kakashi. Und Tenten. Ja, Tenten kann sich auch. So. Tenten hat bis jetzt noch keine so very strong Card. Aber ja, hier haben wir schon mal die zwei, ne? So. Gamabunta. Ino. Sakura, sehr gut, die brauchen wir für unser Deck. Kurenai. Jirobo. Sakon. One Tail und oh mein Gott. Oh mein Gott. Nochmal eine Rare. Eine A-Rare. Oder wie man das nennt. Schon 2 Stück jetzt. Temari und Sakura. Richtig stark, Chat. Aber die Sakura haben wir leider schon. Wir bräuchten noch Sasuke. Aku. Sasuke. Jiraiya. So, Tobi. Shino. Auch eine sehr starke Karte. Weil ihn könnt ihr verdeckt spielen, wenn ein Gegner eine Jutsu-Karte spielt. Also zum Beispiel haben wir gerade hier was, ne, voilà, hier. Wenn der Gegner zum Beispiel ihn spielt, hier steht ja Jutsu, dann könnt ihr ihn für gratis umflippen und habt einfach
eine Gratis-Karte. Also richtig nice. Gebe nur einen Chakra aus, aber hab nachher Power 4. Tsunade. Ja, ich glaube, Tsunade habe ich jetzt so oft schon. Das ist schon ein bisschen schade Marmelade. Ich weiß gar nicht, wie viele Rares drin sein können, Chat. Wie viele Rares? Haki. Naruto, sehr gut, den brauchen wir für unser Deck. Sune. Hinata. Die Hinata ist gut, die brauchen wir auch für unser Deck. Weil, wenn ein Gegner eine andere Einheit spielt, in die Mission bekommt die plus 1 Chakra. So, da gaint ihr nochmal ein bisschen Chakra. Kankuro, auch eine richtig nice Karte, weil wenn ihr Gara und Temari habt, auch in Rare, wie er, dann habt ihr quasi das Hintergrundbild zusammen mit ihm. Und Yashimaru. Mit Yashimaru könnt ihr sozusagen, ein bisschen gucken, ja, ihr könnt eine gegnerische Einheit zerstören. Also macht Selbstmord. Der wollte ja Gara eigentlich killen, ne? War eine Gara-Karte. Ist auch stark. Weil wenn ihr ihn gelegt habt, verdeckt und nachher umdrehen könnt, zahlt ihr 2 weniger. Also zahlt nur noch 1. Also insgesamt zahlt ihr 2. Einmal beim Legen 1 und einmal nachher beim Umdrehen 1. Also spart ihr ein Dings. Und wenn er quasi bewegt würde oder getötet würde durch eine gegnerische Fähigkeit, wird er einfach wieder umgedreht und wird nicht zerstört. Tsunade, Sakura, nochmal Naruto, Akumaru, nice, Manda, Kabuto, Shino, nice und no. Oh, noch eine Goldkarte. Oh, die Tsunade. Sonst macht mein Deck keinen Sinn. Ich weiß eben nicht. Ja, wir haben halt schon 2 bekommen jetzt. Das ist halt schade Marmelade, ne? Sehr gut, eine Shino-Karte brauchen wir. Nochmal Sakura brauchen wir auch. Apomaru, Kisame, Ukon. Nochmal Temari und das meinte ich eben. Ne? Zeige ich euch gerade hier. Und Asuma. Aber wenn ihr eben, also Gara ist quasi, glaube ich, in der Mitte. Die haben dann so einen Hintergrund, wo den zusammen ist. Ich glaube, wenn wir jetzt noch einen Gara ziehen in Rare, hätten wir quasi das Hintergrundbild vollendet. Sakon, Ino, Tsui, Kakashi, Iba, nice, brauchen wir. Itachi ist auch recht stark, weil ihr könnt in die Hand des Gegners reinschauen. Plus, wenn ihr ihn quasi den Itachi upgraded haben, könnt ihr eine Karte zerstören. Also da könnt ihr richtig dem Gegner das Spiel vermiesen. Ja, nochmal. Und Sasuke Rare. Nice. Genau die Karte haben wir gebraucht. Zuerst war es ein Downfall, weil Sakura Rare hatten wir schon, aber Sasuke Rare A, wenn ich das mal, richtig nice. Weil der hat
fehlt uns sicher noch. Also bis jetzt kann man sich nicht beschweren über die Karten, die wir gezogen haben. Genma mit dem Zahnstocher, Paku, Kankuro, Shino, Sarutobi, Zabuza, Manda nochmal Tsunade. Oh, Jiraiya, Chat, Jiraiya. Der ist auch recht selten, habe ich das Gefühl. Weil die Goldkarte treffe ich nicht so oft an. Das ist richtig nice. Jetzt haben wir halt schon alle unsere 3 Goldkarten gezogen. Also es ist schon mal nice, dass wir eine Box haben mit 3 Goldkarten. Also ich glaube, die Box sowieso übelst schon. Also mega viel Secret Rares gezogen. Ebisu, Same, sehr schön. Kiba, die Karte habe ich glaube auch noch nicht in meiner Sammlung. Ist auch sehr gut. Man merkt immer, die Kamera ist dann verschwunden, sobald eine Goldkarte auftaucht. Itachi. Leute, hier auf den Haufen. Wir haben noch 3 Packs. Schaffen wir es noch, die Goldkarte zu ziehen, Chat? Ich weiß nicht. Ich hoffe. Okay, das Pack geht ein bisschen schwerer als die anderen. Wieso bist du so schwer zum Öffnen? Tenten, Temari, Orochimaru, nice. Shikamaru nochmal, Rasa, auch eine gute Karte, weil wenn ihr nochmal einen Sandwich-Typ habt, gaint die Mission, wenn ihr sie gewinnt, plus 1 Punkt für euch. Ninetail, nice. Und Haku, Holo. Zweitletztes Pack. Kurenai, Guy, Tsunade, Jiraiya, Aki, Rasa, Rock Lee und Orochimaru in Holo. Letztes Pack. Last Pack, Magic. Und leider keine Goldkarte, Chat. Hinata, Jiraiya, Sakura, Temari. Zweimal Temari. Nochmal Shino und Jiraiya. Ja, das war's, Chat. Aber ich muss sagen, 3 Goldkarten. Oh, ich muss hier schnell aufräumen. Ich hatte doch noch, also das einmal. Dann hatte ich doch noch Sakura. Ja, das sind alle Rares. Muss ich durchgucken. Ja, das sind einfach alles normale Rares hier. Also, Chat. Wir haben 3 Goldkarten gezogen. Was schon mal nice ist. Dann haben wir noch Rare A Sakura gezogen.
Wir haben noch Temari gezogen. Wir haben noch Kimimaro gezogen. Und wir haben noch Sasuke gezogen. In Rare A. Also, ich weiß nicht, Chat, schreibt es mal in die Kommentare auf YouTube. What? Also 3 Secret Rare, klar. Ist schon mal geil, weil manchmal zieht man auch nur 2. Aber 4 Rares A zu ziehen in einem Ding ist, glaube ich, auch richtig strong, oder? Also, falls ihr noch mehr sehen wollt, wir haben noch 2 Boxen, die kommen. Die öffnen wir dann auch. Falls ihr mehr sehen wollt und auch Gameplay, weil wir können es auch online zocken, dann gerne folgen. Und ich glaube, im nächsten Video mache ich sicher mal Gameplay mit meiner Tornado Bomb Deck. Bloß ich zeige euch meine Sammlung. Und jetzt auf Twitch machen wir schon alle Karten in meine Sammlung rein. Also, ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Gerne Follow da lassen. Kuss, Kuss. Gerne kommentieren. Kuss, Kuss. Und wir sehen uns. Peace.